Für mich war bis jetzt klar, CO2 schadet dem Klima und wir Menschen sind schuld. Aber ist das wirklich so einfach? Ich bin über etwas gestogelt, das mich stutzig gemacht hat. Ist CO2 wirklich der Bösewicht im grossen Klimakrimi? Die Washington Post veröffentlichte einen Artikel, der besagt, dass es in den letzten 500 Millionen Jahren auf der Erde im Durchschnitt viel heißer war als jetzt. Es wird wieder spannend heute. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien, vom Tower 19, wo ich jede Woche für all die das erste Mal zuschauen, mit badmeisterlichem Überblick und doc-filmerischem Gewunger ein aktuelles Thema in die Hüpel nehme. Also, los geht's! Vollgas! Bis jetzt habe ich ganz normal mitgemacht. Wenn ich einen Flug gebucht habe, um in die Schweiz zu kommen, habe ich schön brav die CO2-Kompensation angeklickt. Beim Bestellen von neuem Kameramaterial habe ich natürlich den freiwilligen Klimabeitrag aktiviert. Das ist ja für das Klima, habe ich gedacht. Dann bin ich aber letzte Woche, mehr oder weniger per Zufall, über einen Artikel gestogelt in der Washington Post. Sie haben berichtet von der rigorosesten Rekonstruktion der Erdtemperaturgeschichte, die es je gegeben hat. Und Chapeau, obschon diese Studie jetzt eben nicht bestätigt hat, was man sonst so gehört über das Klima, haben sie gleich darüber berichtet. Item, mir ist auf alle Fälle ein Lichtchen auf. Wie ja eigentlich bei jedem Thema gibt es halt offenbar auch beim Klima nicht nur eine These, sondern da gibt es tatsächlich auch noch eine weitere Sicht auf diese Geschichte. Ganz kurz zuerst, was habe ich denn eigentlich bis jetzt über das Thema Klima gewusst? Ich denke, mein Verständnis war etwa das gleiche wie das der meisten von euch. Halt das, was man gerne so hört. So etwa 95% der Wissenschaft ist sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Oder CO2 ist der Bösewicht. Je mehr davon, umso wärmer wird es. Wir sollten Politiker unterstützen, die konsequent auf mehr Klimaschutz pochen. Fleisch ist schlecht, auch für das Klima. Elektroautos sind gut, herkömmliche Karren sind schlecht. Lieber nicht mehr in die Ferien fliegen, sondern man bleibt gescheiter in der Schweiz. Und man sollte sich mehr für das Klima engagieren in der Öffentlichkeit. Ich würde sagen, das kommt etwa her, gell? Ich habe das auch nie gross hinterfragt. Aber jetzt kommt eben der Artikel ins Spiel. Schauen wir uns den als nächstes Mal an. Was wir heute als normales Klima anschauen, ist, historisch gesehen, scheint es eben eher die Ausnahme und es sei gar nicht normal. Genau das zeigt die neue Studie. Die Forscher sagen, es sei die genaueste Rekonstruktion, die je einmal gemacht wurde. Hier Kernaussagen. Erstens, die Temperatur auf der Erde war die meiste Zeit viel wärmer als heutzutage. Der Artikel zeigt, dass in den letzten 485 Millionen Jahren die globale Durchschnittstemperatur vielfach deutlich über den heutigen Werten war. Teilweise war es im Jahresdurchschnitt über 30 Grad. Schau zusammen, da musst du die Wassergotter gerne dabei haben. Heutzutage ist die jährliche Durchschnittstemperatur um die 15 Grad. Dann zweitens, wir leben aktuell also in einer eher kühlen Phase der Erdgeschichte. Laut dem Artikel ist die Erde nur während ca. 13% von ihrer ganzen Zeit im sogenannten Kühlhauszustand gewesen. Also, so kühl wie das jetzt ist. Eine Kühlhausphase identifizieren sie jedes Mal, wenn es Eis hat am Nord- und Südpol. Dann drittens, wir kommen gerade aus einer Eiszeit und sind temperaturmässig noch weit unter dem normalen Durchschnitt. Die Temperatur ist seit etwa 20'000 Jahren am Steigen, aber laut den Forschern sind wir noch deutlich unter dem langfristigen Schnitt. Spannend finde ich, dass die Studie selber zwar eindrücklich untersucht hat, wie sich das Klima entwickelt, aber auf die Ursache der Temperaturschwankungen sind die Forscher nicht gross eingegangen. Die Autoren der Washington Post bringen dann am Schluss darum auch wieder das CO2 als Hauptverursacher ins Spiel. Ich habe dann gedacht, logisch, CO2 ist ja auch der Klimatreiber. Früher halt auch auf natürliche Art und Weise. Der moderne Mensch gibt es ja noch nicht so lange, nur etwa 2 Millionen Jahre. Item. Und da habe ich auch ziemlich schnell ein paar mögliche natürliche Verursacher gefunden. Zum Beispiel Vulkanausbrüche, die riesige Mengen an CO2 freisetzen.
aufgewärmte Ozeane, die CO2 ausgasen. Und dann noch verrottete Biomassen, die CO2 ausstoßen nach Massenaussterben oder nach üppigen Vegetationsphasen. Das macht Sinn, oder? Beim Durchschneuken von diesem Thema bin ich dann gäng mehr stutzig geworden. Es gibt jetzt da eben ein Hauptproblem, scheint's. Nämlich, dass die Temperatur zuerst steigt und dann erst das CO2 hinterdrein. Hier steigt die Temperatur zuerst und dann das CO2. Und dann fällt die Temperatur zuerst und dann erst das CO2. Und wenn Sie jetzt mal genau darauf achten, dann sehen Sie, dass hier das CO2 über lange Zeit auf einem sehr hohen Niveau verbleibt und dann erst weiter fällt. Aber dann steigen schon wieder die Temperaturen, und zwar vor dem CO2. Und das CO2 folgt um mehrere Jahre dahinter, ungefähr 500 Jahre, 1000 Jahre, je nachdem, an welcher Stelle man das liest. Hä? Was? Wie? Ist jemand auf das Mal gar nicht der Gärtner, der Mörder in diesem Klimakrimi? Ich habe für uns die 4 Punkte zusammengefasst, die mich am meisten zum Nachdenken angeregt haben. Erstens, die Temperatur steigt zuerst. CO2 folgt, nicht umgekehrt. Viele wissen nicht, in den Eisbohrkerndaten sieht man, dass zuerst Temperaturen steigen. Und erst hunderte Jahre später folgt der CO2-Anstieg. Das wäre dann das Gegenteil vom gängigen Narrativ. Wissenschaftler haben einen Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 gefunden, aber in der falschen Reihenfolge. In den letzten paar Millionen Jahren hängen CO2 und Temperatur zwar zusammen, aber wenn CO2 das Klima antreibt, müsste es sich zuerst ändern und die Temperatur danach. Doch die Daten sagen genau das Gegenteil. Zuerst steigt die Temperatur und erst ein Jahrhundert oder ein paar Jahrhunderte später steigt das CO2. Es ist schon lange bekannt, die Temperatur reagiert zuerst, erst danach das CO2. Eiszeiten starten, wenn CO2 am höchsten ist und sie enden, wenn es am niedrigsten ist. Genau das Gegenteil von wie es sein würde, wenn CO2 die Temperatur steuert. Ob CO2 das Klima steuert, lässt sich einfach beantworten. Wenn man hunderte Millionen Jahre zurückschaut, sieht man, dass der CO2-Gehalt oft stark schwankt. Hat das die Temperatur verändert? Nein, überhaupt nicht. Zweitens, CO2 wird von dem Meer freigesetzt, abhängig von der Wassertemperatur. Warmes Wasser speichert weniger CO2. Das heisst, wenn die Meere sich erwärmen, dann gasen CO2 aus. Umgekehrt nehmen kalte Ozeane mehr CO2 auf. Je wärmer das Wasser ist, desto weniger Kapazität hat das Wasser, um CO2 zu lösen. Je kälter das Wasser ist, desto mehr CO2 kann im Wasser gelöst werden. Das bedeutet jetzt aber auch hier, dass CO2 eher eine Folge ist von einer Erwärmung und nicht die Ursache. CO2 war in der Erdgeschichte schon viel höher als jetzt. Und die Welt war auch dann grün und voll mit Leben. Gemäss Aussagen von Klimawissenschaftlern leben wir jetzt gerade in einer CO2-Flaute. In der Vergangenheit waren die Werte auch schon bei 2000 bis 7000 ppm, also Parts per Million. Dann war die Erde grüner und biodiverser und nicht unbewohnbar. Heute haben wir ca. 420 ppm. Das ist extrem wenig im historischen Vergleich. Und sowieso, sagen Kritiker der gängigen Thesen, zu wenig CO2 sei eine Gefahr für das Leben, nicht zu viel. Vor ca. 20'000 Jahren hatten wir schon mal Schweine gehabt. Dann war der Wert bei 180 ppm. Noch ganz knapp genug für Pflanzenwachstum. Wäre es noch um 30 ppm weiter runtergefallen, hätte alles Leben auf der Erde aussterben können. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre war früher viel höher als heute. Selbst mit all dem Ausstoß der Industrie liegt der momentane Wert, gemessen am geologischen Maßstab, nahe am historischen Tiefpunkt. Momentan liegt der CO2-Wert bei ca. 423 ppm.
Wenn wir uns die letzten 550 Millionen Jahre anschauen, dann lag der CO2-Wert teilweise bei 7000 ppm. CO2 ist Pflanzennahrung und in Zeiten mit höherem CO2 war die Erde viel grüner. Diese Phasen waren oft Zeiten mit großer Artenvielfalt. Manche sagen sogar, wir leben heute in einer Phase von CO2-Mangel, zumindest im Vergleich zur Erdgeschichte. In fact, we're in a CO2 famine if we look over the last 550 million years. Und viertens, CO2 ist nur ein Sporengas und alles andere als der einzige Klimafaktor. CO2 macht scheint nur 0,04% der Atmosphäre aus. Es sind nur eins von 25 Treibhausgasen und spielt nur einen kleinen Teil im Klimasystem. Während der letzten Eiszeit ist der CO2-Gehalt in der Atmosphäre so stark gesunken, dass das Leben auf der Erde fast ausgestorben wäre. Heute hört man oft, der CO2-Wert ist so hoch wie seit 100.000 Jahren nicht mehr. Was aber niemand sagt, genau in dieser Zeit, vor nur 20.000 Jahren, war CO2 gefährlich tief, nur bei 180 ppm. Wäre es nur um 30 ppm weiter gesunken, hätte das für viele Pflanzen und für uns das Ende bedeutet. Es gibt viele Hinweise darauf, dass damals die Pflanzenwelt am Kollabieren war. Wir sollten eigentlich froh sein, dass der CO2-Wert heute wieder leicht steigt. Von den historischen Normalwerten, also mehreren 1000 ppm, sind wir noch weit entfernt. Selbst mit allen fossilen Brennstoffen der Welt kommen wir da nicht hin. Aber immerhin, es geht in die richtige Richtung. Je mehr dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr habe ich das Gefühl bekommen, eventuell geht es bei dieser aktuellen Klimadebatte nicht nur um Wissenschaft, sondern auch um Politik, Kontrolle und Geld. Es ist eine geniale Geschäftsidee. Ihr braucht eine Klimakrise? Kein Problem. Wir liefern die passende Geschichte dazu. Mit Klima lässt sich richtig gut Geld verdienen. Es geht um unfassbar viel Geld. Nicht nur um Milliarden, sondern um Billionen. Eine ganze Industrie hängt daran. Es geht um Reichtum und um staatliche Fördergelder. And big government funding. Viele Menschen verdienen ein Vermögen damit. Die geben das nicht einfach auf. Es ist vor allem eine Geschichte über Korruption in der Wissenschaft. Corruption of science. Was ich aus all diesen Informationen für mich persönlich mitnehme, das jetzt noch zum Schluss. Was habe ich jetzt in dieser Woche gelernt? Also, ja, ich glaube gäng noch, dass wir einen Klimawandel haben. Es wird im Durchschnitt gäng wärmer. Das scheint mir gäng noch klar zu sein. Spielt jetzt der Mensch da dabei eine Rolle? Vielleicht aber auch nicht. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dass ein hoher CO2-Gehalt in der Luft aber automatisch schlecht ist, da glaube ich nicht mehr dran. Ich finde es keine gute Idee mehr, dass Politiker vorschreiben, dass jeder alte Rasenmäher möglichst schnell mit einem Elektromäher ersetzen muss. Oder dass man automatisch zum Gutmensch wird, wenn man ein Elektroauto suchen tut. Da wird dann der Verdacht nicht los, dass das dem Klima nichts oder nicht viel bringt. Es bringt vor allem mehr Konsum, das heisst neue Gewinne für die Konzerne, mehr Kontrolle durch den Staat und am Schluss noch mehr Elektroschrott, der irgendwo vergraben rumsiffert. Beim Klimawandel geht es um unglaublich viel Geld, wirklich viel. In Michael Moores letztem Film ging es genau darum, wie viel Geld in diesem Tabuthema drinsteckt. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass die Umweltverschmutzung das grössere menschengemachte Problem ist. Die Meere sind voll mit Plastik, sagen sie, die Böden sind voll mit Chemie und die Luft ist auch nicht mehr sauber. Aber da redet niemand mehr drüber. Die grossen Buden und Gemeindeverwaltungen steigen auf Elektrokarren und kaufen sich ein paar CO2-Zertifikate. Und dann hängen sie sich ein schönes, grosses Banner auf beim Hauptsitz, wo drauf steht, wir sind dann klimaneutral. Im Fall. Dann klatschen alle und wir finden es super von denen. Aber hintendurch fallen die gleichen Buden ihre Köder ungeniert weiter ins Bächli. Da sagt niemand mehr etwas. Ihr wisst, was ich meine. Umweltschutz, also dort, wo es wirklich wehtut, wenn man etwas verbessern muss, da schaut im Moment niemand mehr her. Kein Wunder, dass da alle mitmachen. Nicht einschränken ist das Lösungswort mehr, sondern mehr Elektrozeugs kaufen. So einfach war es noch nie, sich grün zu geben. Auch übrigens, für alle die bis hierher zugeschaut haben, habe ich noch ein Praline. Wollt ihr noch wissen, was viele der Kritiker dieser CO2-Theorie als die wahre Ursache der Klimaerwärmung anschauen?
Nicht CO2, nicht Kühe und auch nicht die Rasenmäher, sondern die Sonne. Was für eine Überraschung! The sun. Die Sonne, unsere Quelle für Licht und Wärme, ist ein brodelnder Ball aus gigantischen Magnetstürmen. Wenn die Sonne besonders aktiv ist, schickt sie gewaltige Stöße von Sonnenwind durchs Sonnensystem. Und dieser Sonnenwind wirkt wie eine Art Schutzschild. Er hält einen Teil der kosmischen Strahlung ab. Und das führt zu deutlich weniger Wolkenbildung. Weniger Wolken heißt, mehr Sonnenstrahlen treffen auf die Erdoberfläche. Die Folge, es wird wärmer auf der Erde. So from the sun, we have the solar wind. Der Sonnenwind wirkt wie ein Schutzschild gegen kosmische Strahlung. Wenn die Sonne besonders aktiv ist, gelangen weniger kosmische Strahlen in unsere Atmosphäre. Dadurch bilden sich weniger helle Wolken. Es wird also weniger Sonnenlicht zurück ins All reflektiert, was bedeutet, es wird wärmer auf der Erde. Are less white, they reflect less of the sunlight, which means that it's going to be warmer here on Earth. As of 2023, Trotzdem sagt der IPCC bis heute im 2023, die Sonne habe null Einfluss auf die globale Erwärmung. Wir sehen das anders. Wir können beweisen, dass die Sonne die langfristigen Klimaschwankungen erklärt. 0 für CO2, 100% für die Sonne. Ist das deutlich genug? 100% for the sun. How's that? Im Doc-Film Climate the Movie gibt es eine passende Aussage dazu. Am Ende läuft alles auf die Sonne hinaus. Die Sonne steuert die kosmische Strahlung beeinflusst die Wolkenbildung und die Wolken bestimmen das Klima. Wenn man es mal so hört, macht es irgendwie halt schon noch Sinn. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mir doch eure Meinung in den Kommentaren. Weil, was weiss ich schon als ehemaliger Badmeister und heutiger Doc-Filmer? Hey, voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Ihr erlaubt mir sicher, dass ich wieder allen Unterstützern ganz herzlich danke. Ob direkt hier auf YouTube via diesen Superthanks oder via IBAN-Zahlung. Alles das gibt mir immer wieder ein bisschen frischen Schnuff. Ihr findet die nötigen Angaben auf www.vogunten.ch oder direkt unter dem Video in der Beschreibung. Danke also nochmal an alle Unterstützer. Vergesst auch nicht, mir zu verraten, von wo ihr wieder zuschaut. Das ist immer wieder spannend. Also, merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.